Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal zum Champions League Spiel gegen den FC Kopenhagen 0:0. Ergebnis ist bekannt. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein. Banja, guten Abend. Nach den ersten 5 Minuten habe ich Tuchel fast verstanden, warum er gegen Köln nicht gewechselt hat. Wieder sehr viele unnötige Fehler. Du und wir alle haben uns deutlich mehr Flanken gewünscht. Heute gab es 4.544 Flanken. Davon waren 4.540 schlecht. Und genau heute, wenn der Gegner geordnet und gut verteidigen kann, stellen wir nahezu das Schießen und die individuelle Aktion ein. Und Flanken und Chippen. Schwer das Spiel einzuordnen. Ein guter, tiefstehender Gegner, der motiviert ist und punkten muss. Und wir, die schon als Gruppenerster weiter sind. Solche Spiele gibt es eben. Kritisieren kann man, wenn die Leistung einiger Spieler heute waren für mich King absolut schwach. Ja, sehe ich auch so. Er macht viel zu wenig aus seinem Können. Davies heute wieder extrem fehlerbehaftet. Kane hatte heute auch keinen guten Tag und Müller in vielen Aktionen schwach. Hingegen gut waren Goretzka und Opa, Leimer zum ersten Mal als RV defensiv sicher. Der Rest war okay. Das Spiel war wie die PK kurz, schmerzlos und schnell vergessen. Ach, noch schlechter als unsere Flanken war die Dame, die gepfiffen hat. PS nur beim Video gesehen, na, wir hatten schon 2 bis 3 Chancen. Müller und Tell zum Beispiel. Zum Elfmeter, klar, muss man den nicht geben, aber in der Champions League wird in dieser Saison jede Handberührung gepfiffen und genau wenn wir mal dran sind. Meldet sich der Keller und es wird korrigiert und der Keller soll sich doch nur bei einem klaren Fehlentscheidung melden. Was hier nicht gegeben ist und Thomas Müller hat es perfekt gesagt, es soll endlich eine klare Regel geben und nicht Auslegungssache sein. Ja, ich habe es ja eh nicht analysiert in meinem Video und ja, die Flanken, die wir gesehen haben, es waren 17. Dass man das überhaupt Flanken nennt teilweise, weiß ich nicht. Aber gut, mein Gott. Ich habe es in dem Video gesagt, ich will das Spiel jetzt gar nicht irgendwie groß an die große Glocke hängen, groß bewerten. Ich werde das Spiel gegen Union bewerten. So. Ja, damit können wir das Spiel erstmal außen vor lassen. Wie du schreibst, ein Gegner, der punkten will, der heiß ist und ein FC Bayern, der irgendwie schon durch ist und gefühlt nicht wirklich Bock hatte, ne, an die Grenze zu gehen. So, und dann siehst du halt sowas, wie du es siehst. Zu dem Handgedöns, ja, stimme ich dir zu, aber ja, was willst du da sagen? Also es ist jetzt schon seit Jahren so. Ja. In der Bundesliga wird so gepfiffen, in der Champions League so, dann wird es in der Bundesliga nach der Winterpause so gepfiffen und in der Champions League wieder so und da blickt doch keine Sau mehr durch. Also, I don't know. Oldschool, gut, immerhin kein Gegentor bekommen und es hat sich kein Spieler verletzt. Kopenhagen hat gut verteidigt, wir werden immer wieder mit solchen Gegnern zurechtkommen müssen und die Mannschaft stößt dort meiner Meinung nach schnell an ihre Grenzen. Sehe ich genauso. Die Flanken waren oft zu ungenau, es fehlte vorne das Risiko und ich hätte mir deutlich mehr Schüsse aus der zweiten Reihe gewünscht. Vielleicht gibt es ja mal einen Abpraller oder Querschläger. Für das ständige Klein-Klein durch die Mitte fehlt uns zum Teil die Qualität, ohne Musiala sowieso. Ja, wir haben eben nicht den einen genialen Spieler im Mittelfeld. Ja, und wir haben das Spiel viel zu langsam gehalten. Wir haben viel zu viel quer und nach hinten gespielt. Man hat es gesehen, nachdem Pavlovic reinkam, der hat dann 2, 3 Mal den Ball direkt steil gespielt. Da kam wenigstens mal so ein bisschen Geschwindigkeit auf. Also vorher war ja gar nichts. Wie du sagst, wenn dann irgendwelche Chipbälle, das war aber dann auch der Fall, wenn der Gegner schon vor mir stand und wir da rumgestanden haben. Ja, wir werden immer wieder solche Gegner haben und wir werden uns immer wieder gegen solche Gegner schwer tun. Ja, da müssen wir nicht drum herum reden. Aber trotzdem hat gegen Kopenhagen der letzte Einsatz gefehlt. Aber nochmal, das ist auch verständlich. Mr. Mir, ich sehe dieses Unentschieden nicht so negativ wie du. Alter, siehst du meine Videos? Verstehst du meine Videos? Oder rede ich irgendwie manchmal eine andere Sprache oder was? Wo habe ich das Unentschieden denn negativ gesehen? Alto Belly. Bayern München, Thomas Tuchel hat alles richtig gemacht. Wir haben am Wochenende ein sehr schweres Bundesligaspiel gegen Union. Dieses Spiel ist wichtig. Ob Bayern München in ihrer Champions League mit 15 oder bla bla bla. Da. Ja, alles gut. Ich kommentiere das nicht weiter, Alter. Sag ich dir ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Wenn man mein Video guckt und sich da irgendwie nur 2 Sätze raussucht und ansonsten, keine Ahnung. Weiß ich nicht, Alter. Da musst du mal ein bisschen zuhören, was ich in dem Video sage. Also, ich habe das Unentschieden in keinem Fall kritisiert. Die ganze Mannschaft hat Note 3 gekriegt, außer King, weil er extrem schwach war. Also ich weiß nicht, wie man davon reden kann, dass man das dann irgendwie hart kritisiert. Also, I don't know. Aber gut, ist so. Gerde Kurt ist schwer zu sagen, ob da schlicht der Plan fehlt, was man mit solchen Gegnern machen will. Oder ob so Spielen der Plan ist nach dem Motto, wenn die nicht wollen können und wir nicht müssen, dann machen wir auch nichts.
Kann man so sehen oder so sehen. Einerseits natürlich nicht attraktiv für die Fans, andererseits kann man natürlich fragen, was denn gewonnen ist für den Verein und Fans, wenn man sich in solchen Spielen kaputt macht. Wenn sich da nachher noch einer verletzt oder Tuchel dann am Wochenende wieder erklärt, wie knapp der Kader und wie hart die Wochen sind, will ich die Fans auch mal hören. Ja, Tuchel hat ja gesagt, dass das nicht der Plan war. In der PK. Er hat gesagt, wir haben ein schlechtes Spiel gemacht. Ja, und nochmal, ich denke, das ist auch völlig menschlich, wenn man da durch ist. Ich fand es halt ein bisschen schade, so wegen, die Fans haben 100% gegeben, geile Choreo gemacht und so weiter. Und dann sieht man so ein Spiel, ist natürlich ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, wie es hier auch schon stand, ob wir 13 Punkte oder 15 Punkte haben, wen juckt's? Ansolian. Gerdo Kurt hatte ich gesagt, hoffe ich. Ansolian, also ich muss dir zustimmen, dass beide Situationen kein Elfmeter waren. Trotzdem hat die Handsituation, wenn man das mit PSG vergleicht, eigentlich geschmeckte. Ich muss halt auch sagen, dass mein Eindruck war, dass die Schiedsrichterin gerade gegen Ende überfordert war. Abstoß statt Ecke, gelb für Ulle, Handspiel außerhalb des Strafraums, Situationen haben halt für Gift gesorgt, das nicht hätte sein müssen. Trotzdem ist das keine Entschuldigung dafür, dass wir nicht gut gespielt haben und den in den vergangenen Wochen doch so hoch gelobten Spirit vermissen haben lassen. Dementsprechend hoffe ich, dass wir uns in der Bulli diese Wette wieder besinnen. Ja, das wird auch nötig sein, ne? Aber da ist es, wie gesagt, in der Bulli sollte es nicht an Motivationsproblemen mangeln. Wir sind 2 Punkte hinter Leverkusen, also da sollte ein anderes Auftreten am Wochenende da sein. Ansonsten gebe ich dir recht, ja, ich fand sie jetzt nicht so schlecht. Ja, also ich denke, das mit dem Abschluss in der Ecke, das hat jeder gesehen im ganzen Stadion, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich meine, wenn sie das nicht gesehen hat, du hast immer noch einen Linienrichter da, ja, der muss das sehen. Also wofür ist der sonst da? Keine Ahnung, war wild. Ansonsten, ja, hat sie teilweise ein bisschen nervös gewirkt, glaube ich. Und vielleicht auch einen Tacken zu arrogant den Spielern gegenüber, immer mit. Weiß ich nicht. Kannst du ja vielleicht machen, wenn du super souverän pfeifst oder so. Ja, aber gut, so ist es. Also ich denke, wir haben nicht 0-0 gespielt wegen der Schiedsrichterin. Ne? Marco Günther, wir haben zu viele Spieler, die lieber Quer- oder Rückpässe machen, anstatt nach vorne zu spielen. Coman sehe ich als schwächstes Glied in der Offensive von denen, die spielen. Gnabry sollte lieber auf der Bank bleiben. Seit Kimmich wieder zurück ist, geht unser Spiel wieder nur schleppend voran. Ob jetzt wirklich nur an ihn liegt, will ich nicht behaupten, ist trotzdem irgendwie komisch. Ich sehe da Parallelen zu den Deutschlandspielen, wenig Ideen, kaum gute Chancen. Ja, ist natürlich auch schwer gegen so einen Gegner, der tief steht. Ne? Und wenn du dann nicht das Spiel schnell machst, sondern halt lieber die Sicherheit wählst und den Ball quer spielst oder den Ball nach außen nähst, dann ist halt einfach schwierig. Und wenn dir dann ein Spieler abgeht wie Musiala, der halt durch die Mitte mal 2, 3 stehen lassen kann oder so, wird schwierig. Aber es ist ja nicht so, dass wir gar keine Chancen hatten. Ja. Aber nochmal, man sollte das Spiel halt nicht zu überbewerten. Casa, dass das Spiel gegen Kopenhagen kein Zuckerschlecken wird, war klar. Die haben teilweise mit 2 Fünferketten verteidigt und der Torhüter auch einen guten Tag. Der Torhüter ist generell stark, hat mir gut gefallen. Auch im Hinspiel schon. Das war so ein klassisches Spiel, wo man über 90 Minuten in eine Richtung läuft, der Gegner einmal vors Tor kommt und am Ende verliert man 0-1. Ja. Da muss man ruhig bleiben und natürlich keine Fehler machen. Aber Tell hätte nach 15 Minuten die Chance zum 1-0 nutzen müssen und Müller setzte nach 30 Minuten seinen Kopfball halt genau in die Arme des Torhüters. Kane war komplett abgemeldet, Coman und Müller fiel wenig ein, aber allgemein war das natürlich kein Spiel für Stürmer. Tell gefiel mir da noch am besten. Ja, habe ich auch so empfunden. Was heißt am besten? Er war auf jeden Fall am auffälligsten, weil er viel versucht hat. Grundsätzlich war es sehr schwierig, die Leistung der Spieler zu bewerten, weil Kopenhagen eben das spielt, was sie am besten können. Das ist eben ihre Spielweise, da hätte man sich mehr einfallen lassen müssen. Laut Tuchel hätte er sich auch etwas mehr Geschwindigkeit erwartet. Aber man hat halt nicht sonderlich kreativ im Angriff und Torschüsse aus der zweiten Reihe bleiben leider ganz aus. Nee, Harry Kane hatte einen. Aber sonst ja. Lag natürlich auch daran, dass keine Lücken da waren, aber trotzdem habe ich ja auch gesagt, auch wenn du keine Lücken hast und du keine Chancen schaffst zu kreieren, ja, dann schieß doch einfach mal. Die Wechsel waren für mich alle nachvollziehbar und für Pavlovic hat es mich natürlich gefreut, dass er etwas Champions League Luft schnuppern durfte. Hat er auch ganz vernünftig gemacht, wurde aber natürlich auch nie unter Druck gesetzt. Gefiel mir auch ganz gut, als er den Sechser spielte und Kimmich weiter vorrückte. Schätze, ich hätte für meinen Geschmack auch etwas früher aufs Feld gedurft. Gnabry scheint mir seit Monaten nicht ganz fit zu sein. So wie der sich bewegt, habe ich den Eindruck, der lag die letzten 3 Wochen mit Grippe im Bett. Ich weiß auch nicht. Der wirkt für mich auch komplett unfit irgendwie, oder? Ganz wild. Hat mich dann allerdings schon sehr geärgert, dass das nach 70 Minuten so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter bekam. Kurz vor Ende hat man fast noch das prophezeite 0:1 kassiert, hätte perfekt zum Spiel gepasst. Gefühlt schien nur Kimmich gewinnen zu wollen. Nein, damit kann man sich nicht zufrieden geben.
Das Handspiel zum Schluss, Mai, was soll man sagen? Kann man geben, muss man nicht. Die Energie, die einige Spieler an den Tag legten, sich bei der Schiedsrichterin zu beschweren, hätte ich gerne im Spiel gesehen. Der ist gut, ja, den unterschreibe ich. Auch wenn ich den Diskurs zwischen ihr und Ulle ganz amüsant fand. Gut ab von den Fans, die trotz dieser langweiligen Vorstellung eine gute Laune bieten und die Mannschaft feierten. Klar, der Gruppensieg war schon vorher klar, aber ein bisschen Zähneknirschen bleibt. Ja. Habe ich ja auch gesagt, kann man so interpretieren, kann man so sehen. Am Ende des Tages ist es nicht wirklich wichtig, war das Spiel. What's up? Es fehlen die spielerischen Ideen, solche Gegner zu überwinden und zu gewinnen. Dieses Quergeschiebe hinten geht mir auf den Keks und es wirkt alles irgendwie etwas langsam. Schließe mich an bei dem, was du sagst. Grüße aus Berlin. Ja, es war halt so. Ne? Es war halt zu langsam, um überhaupt Kopenhagen mal irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Die standen halt sofort wieder, auch wenn sie mal aufgerückt sind, was versucht haben wir jetzt gar nicht hingekriegt, den Ball dann in die gefährlichen Zonen zu bekommen. Wir haben wieder quer gespielt und nach hinten gespielt, dann standen die wieder, dann haben wir wieder handballmäßig drumherum gespielt, dann kam irgendwann mal ein Chipball. Ja, es war super langweilig halt. Was aber nochmal, was keine Kritik ist, was okay ist dann in so einem. Also es gibt keine Ausrede, am Wochenende nicht 110% zu geben, weil also wir sind auf 80% maximal gelaufen, wenn überhaupt. Wenn Kane vorne nicht zündet, passiert nicht viel. Das Spiel war halt nicht mehr so wichtig für Bayern. Das hat man leider gemerkt, aus Fairnessgründen, aber bitte vollen Einsatz zeigen in Manchester. Naja, wenn wir jetzt von Fairnessgründen reden, dann müssten wir ja in Manchester genauso ein Rumgeschiebe machen, wie wir es jetzt getan haben. Weil dann wäre das ja nicht fair Manchester gegenüber. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wir sind nicht dafür verantwortlich, wie andere Mannschaften abschneiden, weil wir nach 4 Spieltagen durch sind. Sascha King, also Kopenhagen hat auch nicht die beste Leistung gezeigt. Ich denke, die waren mit dem 0:0 ganz zufrieden. Ja, die waren super zufrieden. Hatte zum Glück kein Ticket. Kalt und dann noch gehen, langweilig. Gut gespart. Waren auf keinen Fall Elfmeter. 89 Minuten rumstehen und dann am Ende noch ein Elfer fordern, wie peinlich. Und das Argument gegen uns wird auch immer gepfiffen. Interessiert mich nicht. Wir sollten andere Ziele haben. Alexander sollte öfter spielen. Fand ich gut. Kommt ja auch vom FCB. Ja, stimme ich dir zu. Die Geschichte mit dem Elfer und das ist für mich halt auch keine Option. Ich meine, wenn das irgendwie super wichtiges Spiel ist und man hätte 110% Einsatz gezeigt und so, dann hätte man da vielleicht ein bisschen anders, würde mich das vielleicht auch ein bisschen anders tingieren. Aber so, wenn wir da mit 70-80% Einsatz spielen und kaum Zug zum Tor haben und dann soll man sich an so einer Elfmeter-Szene hochziehen, fühle ich auch nicht. Newsplanet, hallo Leute, nachdem ich das Video und die Kommentare hier gelesen habe, muss ich sagen, dass die Meinungen wirklich auseinandergehen. Das Spiel hat offensichtlich gemischte Gefühle ausgelöst. Einige von euch kritisieren die Leistung einiger Spieler, insbesondere in Bezug auf Flanken und individuelle Aktionen. Es scheint, als ob die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Und das ist verständlich, besonders wenn man bedenkt, dass es in der Champions League ums Ganze geht. Die Idee, mehr junge Spieler einzusetzen, wird auch angesprochen, wobei die Betonung auf dem Torverhältnis und den Punkten liegt. Die Frage nach der Zukunft von Thomas Müller sorgt für Bedenken, da viele ihn als eine spielende Legende sehen. Die pessimistische Vorhersage, dass Bayern die Champions League nicht gewinnen wird, zeigt, wie hoch die Erwartungen an den Verein sind. Fußball lebt von Emotionen und Diskussionen. Es ist klar, dass hier viele leidenschaftliche Fans vertreten sind. Ich denke, am Ende des Tages sollten wir uns daran erinnern, dass es im Fußball Höhen und Tiefen gibt. Die kommenden Spiele werden zeigen, wie die Mannschaft reagiert. Egal wie es ausgeht, die Unterstützung und Leidenschaft der Fans sind das, was den Fußball so besonders macht. Auch die nächsten Spiele und viele interessante Diskussionen hier. Jo. Stimme ich dir zu und ja, nochmal, das Spiel muss man nicht so hochhängen. Ganz einfach. Katakuri. Ich sehe die Bayern-Spiele viel kritischer an. Einer Seite verstehe ich, dass man die Kräfte ein wenig schonen muss und wir Gruppensieger sind, aber unsere Probleme besteht weiterhin. Es sind für mich 3 Spieler, die das Spiel kaputt gemacht haben. Und zwar sind es Davis, Kimmich und Koman. Davis ist für mich seit längerem kein Weltklasse linker Verteidiger mehr. Seine Bälle verspringen und er verdribbelt sich zu oft. Daher lieber Kretzi spielen lassen. Kimmich denkt in seiner Rolle, er sei ein Nieder- und Lenker. Ich sehe nur Ball hin und her geschiebe. Verliert Bälle, wenn er unter Druck ist, nichts Neues und wird für mich auch in der Zukunft nicht besser werden. Wir hatten in der Vergangenheit immer die besten Mittelfeldspieler, aber er ist es nicht für mich. Und wird es niemals sein. Koman auch für mich persönlich nicht mehr explosiv wie anfangs. Er verliert ebenso viele Bälle, technische Fehler, seine Schüsse sind grauenhaft, genauso wie seine Flanken und Dribblings sind nicht mehr effektiv. Das Spiel hat mich erinnert an das gegen Köln. Tuchel ist ebenso für mich ein Verlierer. Viele mögen dieses Ergebnis Fußball, aber mir ist es wichtiger, dass wir mit Leidenschaft spielen und energischer nach vorne mit attraktiven Kombinationen. Nochmals, wenn man sich als Weltklasse-Team bezeichnet, dann muss man viel mehr liefern. Also erstmal, ich bin da bei dir, was die Spielweise anbelangt. Mir gefällt das auch nicht so.
Ich fand das aber gegen Köln kritischer wie jetzt gegen Kopenhagen, weil nochmal Gruppensieger, alles gut. Ja, es war ein bisschen schade, habe ich ja schon gesagt, für die Fans und dass es ein Heimspiel war und so, dass man mit so wenig Ehrgeiz gespielt hat. Zumindest kam es so rüber, hat der Tuchel auch in der PK gesagt. Dass man jetzt Davis, Kimmich, Coman da so ein bisschen rauspickt. Ja, also Kimmich fand ich jetzt gar nicht so schlecht. War halt das, was ein Kimmich seit Wochen, Monaten spielt. Zwischendurch hat Kimmich mal so einen Peak nach oben. Da macht er mal ein gutes Spiel. Aber ansonsten ist das, was wir gesehen haben, ist das, was Kimmich spielt. Ja? Ganz einfach. Wenn er ein bisschen Raum hat, spielt er seine tollen Chipbälle oder legt den Ball mal nach außen. Braucht super lange dafür. Ne? Meistens den Ball annehmen, erstmal gucken, drehen, was weiß ich, was machen, Käffchen holen, dann den Ball spielen. Da ist nichts mit Spiel mal schnell machen. Das ist, wenn wir Raum haben, ja, dann kriegt ein Kimmich das auch einigermaßen hin. Aber wenn es so ist wie jetzt, kriegt es ein Kimmich kaum hin, mal ein bisschen Speed in das Spiel zu bringen. Defensiv und so weiter. Ja, wir haben oft genug hier auf dem Kanal über einen Kimmich gesprochen. Ja, Kimmich ist halt nicht dieser Sechser, der er sein möchte. Ob er dann der Achter sein wird, werden wir vielleicht in der Rückrunde sehen. Ich bin da sehr gespannt. Zu Davis. Ja, Davis ist auch seit Wochen, Monaten nicht nicht in der Form. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er mit der Spielweise von Tuchel nicht ganz so Bock hat. Ne? Weil Tuchel sind die Außenverteidiger halt viel, viel defensiver, wie wir es vorher gespielt haben. Ne? Und Fonsi sieht sich ja eher mehr so in der Offensive als wie in der Defensive. Und wenn man dann immer sieht, er darf nur bis dahin laufen, muss dann abbrechen, spielt dann den Ball über 2 Meter zum Sané oder sowas. Ist wahrscheinlich nicht, worauf er Bock hat. Zwischendurch hat er ja mal 1, 2 gute Läufe dann durch die Mitte. Aber ich denke schon, dass das auch irgendwo eine Rolle spielt. Vielleicht, ja, ist auch einfach die Form nicht, dafür ist er ein bisschen überspielt und so weiter. Wir haben ja schon richtig starke Spiele gesehen von Fonsi. Ja. Aber ja, aktuell ist da auch ein bisschen Sand im Getriebe, wie man so schön sagt. Zu King. King hat ein schwaches Spiel gemacht. Ja. Ansonsten hat er die letzten Wochen aber auch sehr starke Spiele gemacht, muss man auch sagen. Also von daher würde ich das jetzt auch nicht so krass sehen. Auf das Spiel bezogen kann man das so sehen, ja, aber im Allgemeinen denke ich nicht, dass man jetzt sagt, so wenn wir die 3 Spiele austauschen würden, wird alles tutti laufen. Man darf ja auch nicht vergessen, die letzten 3 Spiele davor waren ja stark von uns. Ja, also, das muss man nicht zu schlecht sehen, denke ich. Gibt Schlimmeres bei dem Ergebnis. Ja, Max Albert sehe ich genauso. Katakuri hatte ich gesagt, ja. Tobis Lifestyle. Leon hat mir als Innenverteidiger gefallen. Ja, fand ich auch gut. Hat auch schön nach vorne hin verteidigt. Hat einen super sicheren Ball gespielt. Ja, klar, war jetzt kein offensiv starker Gegner, aber ich weiß nicht, ob Leon Bock drauf hat, aber ich denke, er ist da auf jeden Fall eine Option. Ey. Die Körperlichkeit hat er, die Geschwindigkeit hat er, ja, sicheres Passspiel hat er, hat natürlich dadurch auch einen guten Aufbau, kann auch mal durchziehen, wenn wir dann wirklich eine Holding Six hätten, könnte der Sechser sich halt auch mal fallen lassen, wenn Leon mal nach vorne stiefelt. Warum nicht? Bin gespannt. Weiß halt nicht, ob er da Bock drauf hat. Alle Aussagen, die bisher so kamen, sieht er sich ja da nicht so unbedingt. Dorky Bayern, ein durchschnittliches Spiel, mehr auch nicht, nur das Notwendigste getätigt. Bin zwar kein Fan von solchen Spielen, doch sie finden halt statt. Das war's. Hier geht es halt um reinen Pragmatismus. Elfmeter ist es keiner, auch für mich nicht. Will mal jetzt sehen, was Bayern macht am Samstag gegen Union, da würde ich gerne mal wieder ein anderes FC Bayern sehen. Ja, ich denke auch, dass da ein anderes FC Bayern zu sehen sein wird. Also alles andere wird mich enttäuschen. Kurze Frage, was ist eigentlich seit Monat mit Gnabry los? Gar kein Faktor mehr, wenn er spielt. Nee. Also Gnabry ist durch bei uns gefühlt. Ich weiß es auch nicht. Also vielleicht hat er sich einfach abgefunden mit der Reservistenrolle und hat keinen Anspruch mehr, das irgendwie zu ändern. Keine Ahnung. Also so kommt es zumindest rüber. Ja? Oder er ist halt einfach nicht in der Lage, weil er nicht fit ist. Ich weiß es nicht. Ganz schwierige Kiste, was da aktuell mit Gnabry los ist. Bot, er hätte alle jungen Spieler bringen sollen, egal was passiert wäre. Das Torverhältnis und die Punkte sind ja nicht unser Problem. Und dieser komische Rekord bringt uns am Ende nichts. Tell drin lassen, habe es nur so nebenbei gesehen, da ich davon nichts erwartet habe. Liebling Müller durfte wenigstens durchspielen und er hat wohl dieses Mal nicht so viele Bälle ins Nirvana gepasst. Dafür presst er immer wieder, obwohl es scheinbar Tuchel lieber ist, das Feld auseinanderzuziehen, wenn der Gegner hinten dicht macht. Zumindest verhalten sich die anderen oft so. Müller ist spielende Legende, also bitte etwas mehr Respekt. Ja, ich denke auch, das habe ich ja auch angesprochen, ne?
Also wir haben vorne dann irgendwie, sind wir mit 3 angelaufen, haben versucht zu pressen, versucht den Ball zu erobern und alles andere steht halt einfach. So, kannst du dir halt schenken, ja. Wenn das natürlich das Problem ist, ja, dann muss man da dem Müller eine klare Ansage machen, ja. Oder halt, dem Rest des Kaders. Wie gesagt, es bringt nichts, wenn 3 Leute sich vorne kaputtlaufen und versuchen, irgendwie den Ball zu erobern. Ja, das ist völliger Dünnpfiff, ja. Habe ich halt auch nicht verstanden. Blöd für die, die im Stadion waren und dafür bezahlt haben. Zumindest haben sie wieder einigermaßen Passsicherheit, wenn man vom Angriff absieht. Dies hatten wir lange Zeit überhaupt nicht. Also, wenn ich die ersten 3 Pässe von Fonsi sehe, die alle direkt den Gegner in die Beine gespielt wurden, weiß ich nicht, ob da so viel Passsicherheit war. Aber ja, im Großen und Ganzen konnten wir den Ball auch da wieder in den eigenen Reihen halten. Der Gegner war sehr diszipliniert in der Abwehr und wir zu langsam und wenig anfallsreich, das auszuhebeln und schon keine Lust dazu. Handelfmeter wäre eventuell deshalb einer gewesen, weil er den Arm sehr weit oben hatte, aber so what. Alles unter Vorbehalt, weil ich nur teilweise hingesehen habe und die Statistik nicht angesehen habe. Ja, das passt schon so. Das hast du auch so im Vorbeigehen schon richtig gesehen. Aber fairerweise muss man auch sagen, das hätte auch gereicht. Ja, so viele Höhepunkte gab es da halt nicht und so viel zu analysieren gab es auch nicht. Wie gesagt, wir haben das Spiel nicht geschafft oder auch gar nicht erst versucht, besser gesagt, schnell zu machen, weil wir lieber auf Sicherheit gegangen sind und den Ball in ihre eigenen Reihen halten wollten. Wie gegen Köln, dasselbe Spielchen. Wir haben keinerlei Risiko genommen. Ja. Wie man jetzt dazu steht, habe ich schon in dem Video gesagt. Also muss jeder für sich wissen. Also ohne Gegenpressing gegen solche Mannschaften wird es schwierig. Jo. Forza Cup. Dieses Spiel war für mich eigentlich egal. Habe in der 70. Minute ausgeschaltet, weil ich gewusst habe, da passiert nichts mehr. Das Gute ist, dass Kim mal eine Pause bekommen hat. Hinspiel hat auch schon ekelhaft gegen Kopenhagen. War auch schon ekelhaft gegen Kopenhagen und deshalb auch erwartet. Dass sie wieder mit 11 Mann hinten drin stehen und auf Konter spielen. Nur 0:0 passt für mich. Ich bewerte dieses Spiel jetzt nicht über. Ja, ich bewerte das Spiel auch nicht über. Ich habe halt nur kurz gesagt, was ich gesehen habe. Wenn du 70 Minuten ausgeschaltet hast, hast du natürlich so den kleinen Funken von Emotionen verpasst. Christian, stell dir mal vor, du kaufst dir Konzertkarten für ein Konzert und die Musiker beschließen, weil es um nichts geht oder weil sie keine Lust haben, sich anzustrengen, geben sie einfach nur 70%. Ist ja auch nicht schlimm für die Musiker, weil die Konzertkarten sind ja schon verkauft. Und ob dir das Konzert gefällt oder nicht, ist den Musikern egal. Und nun stell dir vor, du hättest Karten gekauft für so ein Spiel und nimmst dein Erspartes, um ins Stadion zu gehen und ein gutes Champions League-Spiel zu sehen. Und dann strengt sich die Mannschaft für 70% an, wenn überhaupt. Bekommst du dann ein Eintrittsgeld zurück? Oder musst du nur 70% bezahlen? Aus Sicht eines Fans, der gestern Geld bezahlt hat, muss man sich bei einem solchen Spiel verarscht vorkommen. Da tröstet es auch nicht, dass man diesen blöden, dämlichen Satz sich anhören muss, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wenn es dumm gelaufen wäre, hätten wir gestern das Gegentor kassiert und dann wäre das Pferd im Gatter hängen geblieben. Die Kicker kriegen Millionen ohne Ende hinten reingeblasen und strengen sich noch nicht mal an, ein Tor zu schießen in der eigenen Arena. Nicht ein wirklich gefährlicher Schuss, ist aber egal. Die Fans haben die Tickets ja schon lange gekauft. Das Geld ist schon sicher. Danke für nichts. Leider tritt immer wieder die Grundhaltung an den Tag. Ist doch egal, ob und wie viel Geld die Fans für Tickets bezahlen. Hauptsache die Zahlen. Leider wird das immer mehr Bayern-like, dass die Fans nur auf dem Papier was zählen und auf dem Konto. Der Rest ist unwichtig. Ja, habe ich ja gesagt, wenn man das Spiel so super kritisch sehen möchte und wenn man da auch im Stadion war und dafür viel Geld bezahlt hat, kann ich diese Meinung voll nachvollziehen. Ja, ich habe es ja auch gesagt, ich fand es schade, weil super geile Choreo, super gute Stimmung am Anfang, was auf die Mannschaft gar nicht übergegangen ist oder die Mannschaft komplett ignoriert hat. Ja, keine Ahnung. Also die Süd hat die ersten 15, 20 Minuten Vollgas gegeben. Ja, auf dem Feld war das Gegenteil zu sehen. Also war schon wild. Gerard Berger, wie oft hast du schon einen Schiri gesehen, der an den Monitor geht und danach kein Elfer gibt? Es tut mir leid, aber beim Handspiel hat der Spieler klar den Arm weg vom Körper. Und der wird ja nicht angeschossen. Der Ball war zuerst am Boden, klar, war es nicht Absicht, aber welches Hand ist schon Absicht im 16er? Warum greift die Fahr ein? Es war ja keine klare Fehlentscheidung. Ich bin mir sicher, dass wenn wir nicht den gegebenen Elfer beim Paris-Spiel gegen die Engländer gehabt hätten und nach dem Spiel die UEFA die Schiris an der kritisiert haben, dass wir gestern den Elfmeter bekommen hätten. Alle heißen eben nicht Mbappé und alle spielen nicht für Katar. Der FC Bayern kann diesen nicht gegebenen Elfer verkraften. PSG hatte mehr Mühe damit und deshalb haben sie ihn auch bekommen. Und solange diese Entscheidung überhand oder nicht,
der Empathie vom Schiri überlassen wird, haben wir diese Probleme. Und noch was, die Schiedsrichterin Frappard kommt aus Frankreich und ist für ihre Sturheit bekannt. Die gelbe Karte an Ulreich ist ein gutes Beispiel und die Deutschen kann sie auch nicht leiden. Sie hat bei der letzten Euro der Frauen in England ein wichtiges Spiel der Deutschen gepfiffen. Das war grausam. Alexander Popp ist einmal alleine aufs Tor gerannt und wurde von hinten gefoult. Als letzte Abwehrspielerin hatte die Gegnerin eine rote Karte bekommen müssen. Was hat Frappard gemacht? Sie hat das Foul gegen die Deutsche gepfiffen, was niemand verstanden hat und das sage ich als Franzose. Ja, ich kann die gute Dame nicht wirklich beurteilen. Wie gesagt, ich fand sie ein bisschen arrogant. Kann man dann aber auch mit stur bezeichnen. Ist aber vielleicht auch schwer in so einer Männerdomäne. Ja, es ist Fußball halt immer noch. Dass man da schützend ist und sich so verhält. Keine Ahnung. Würde ich nicht groß bewerten. Paris, ja. I don't know. Dann fließen da halt mal ein paar Mille in irgendeine richtige Richtung und dann kriegt man auch schon mal 9 oder 10 Minuten Nachspielzeit und irgendeinen komischen Elfmeter, denke ich. Nordcore, die Leistung war noch schlechter als gegen Saarbrücken. Ich war am meisten schockiert über Davis seine Leistung. Was ist los mit ihm? Seit Wochen klappt bei ihm gar nichts mehr. Leimer spielt hoffentlich nie wieder Rechtsverteidiger. Fast auf Davis sein Level, ohne Worte. Das Beste am Spiel war die Choreografie. Habe gehofft, das stachelt das Team noch ein bisschen an. Ja, leider hat das Spiel die Stimmung und die Choreo gar nicht gestachelt. Null interessiert. Leimer fand ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Davis, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, Davis hat einfach auch nicht so die Lust unter Tuchel. Weil Tuchel einfach einen anderen Fußball spielen lässt. Gerade was unsere Außenverteidiger anbelangt. Aber wer weiß. Vielleicht hat er auch irgendwelche privaten Sorgen oder ist mit dem Kopf schon beim anderen Club oder sonst was. Das wissen wir ja immer alles nicht. Naji, wir alle lieben den Thomas, aber ich befürchte, das ist seine letzte Saison. Auch körperlich schafft er es nicht mehr. Ach ja, körperlich glaube ich schon, dass das noch schaffen würde. Ist natürlich jetzt aber ein bisschen das Problem gewesen, dass er kaum gespielt hat. Ja. Aber ja, ich denke auch, dass es seine letzte Saison ist. Ansonsten, ja, wird er nächste Saison wahrscheinlich noch krasser Bankspieler sein wie diese Saison. Befürchte ich leider auch. Ja. Fabienne, das war typisches Spiel, wenn schon durch bist. Machst du das, was musst und Kräfte schon. Jo. Patrick, Samstag stellt Union Berlin 5 Busse hinten rein und Bayern dann wieder völlig ideenlos. Ja, das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, Union wird ganz klar ähnlich wie Kopenhagen spielen, ist aber, denke ich, ein bisschen gefährlicher in Konternsituationen, wie es Kopenhagen ist. Von daher mal abwarten. Der Kommentar, das mag zwar am Ende kein Elfmeter gewesen sein, aber warum wurde so ein Elfmeter am Dienstag gepfiffen und am Mittwoch nicht? Die Handspielregel ist doch kompletter Mist. Wieso wird das nicht geändert? Ja, das ist ja seit Jahren so. Ne? Leider Gottes. Ich blicke da halt auch nicht mehr durch, deswegen kann ich das auch nicht mehr bewerten, diese Handspielregeln. Bernd Biesenkamp oder Tuchel spielen wir schlecht. Glaubt, die haben keine Lust für Tuchel zu spielen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie Tuchel ja gesagt hat in der PK, hat er auch was anderes erwartet. Ja? Also er hat schon schnelleres Spiel erwartet, mehr Einsatz. Von daher kam das schon aus der Mannschaft heraus. Ja? Muss man ja ganz klar so sagen. Aber nochmal, ich sehe da so ein bisschen das Ding daran, dass man die zweite Halbzeit gegen Köln halt so super hoch gelobt hat, weil er hat die Mannschaft gesehen, oh ja, wir brauchen gar nicht viel Einsatz machen, wir halten den Ball in den eigenen Reihen, pimmeln schön rum und auch ja, da werden wir für gefeiert, ist ja so super toller, starker Fußball. Ja, dann kriegt man vielleicht die Quittung, ne, in so einem Spiel dann. Dann denkt die Mannschaft halt, ja, dann spielen wir doch genauso, war doch supi, wurden wir doch gefeiert. Ja, vielleicht hat das ein bisschen mit reingespielt, ich weiß es nicht. Ich fand es halt nochmal wirklich schade für die Fans, die da Vollgas gegeben haben, Choreo und der Funke nicht übergesprungen ist leider auf die Mannschaft. The Rucker, finde so einen Auftritt absolut enttäuschend. In der Bundesliga ausruhen finde ich okay, aber in der Champions League geht es um Geld. Zwischen Sieg und Remis sind ca. 2 Millionen Unterschied. Das ist richtig, dass da 2 Millionen Unterschied sind. Ja, mir am Ende egal. Wie gesagt, mir würde es da eher um die Fangeschichte gehen. Peter Waldbauer, wieso siehst du Kimmich bei einer 3, wenn er das Spiel super lahmarschig macht? Kimmich kommt bei dir immer viel zu gut weg und Thomas Müller zu schlecht. Man merkt bei Thomas, dass du ihn aufgrund seines Alters auf Abstellgleis schiebst willst, obwohl er biologisch 5 Jahre jünger ist. Das ist geil. Ich glaube, du bist der Erste, der mir schreibt, dass ein Kimmich bei mir zu gut wegkommt. Und ein Thomas Müller zu schlecht. Aber gut, wenn du das so siehst, Chapeau.
Oh nein, ich schiebe Thomas Müller nicht aufs Abstellgleis. Wenn du dann meine letzten, oder wenn du den Stream zum Beispiel auch angeguckt hättest, habe ich ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass ein Müller hätte im letzten Spiel spielen müssen und nicht ein Choupo-Moting. Ja, Müller müsste der erste Ersatz sein für einen Jamal Musiala, aber Müller wird an Jamal Musiala nicht mehr vorbeikommen. So, weil das einfach ein anderer Spielertyp ist. Ja, ich halte viel von Müller. Das ist keine Frage, aber dass Müller jetzt auch die Ehrenrunde eingeläutet hat, denke, das ist auch klar. Ja, aber das führe ich jetzt nicht nochmal aus. Guck dir gerne das Video zu den letzten Kommentaren an den letzten Stream oder so. Da habe ich ellenlang über Müller geredet und ich denke, da kann man auch nicht behaupten, dass Müller da zu schlecht weggekommen wäre. Oder dass ein Kimmich zu gut wegkommt. Ja, I don't know. Weiß ich nicht. Ja, gut. Wenn man das so sehen mag. Barak Joe, servus. Und zu dem Spiel. Ja, Kimmich hat das Spiel langsam gemacht, ja. Aber die ganze Mannschaft hat das Spiel langsam gemacht. So, soll ich jetzt einen Kimmich dafür zerreißen, dass er dann das Spiel sich der Mannschaft anpasst oder was? Nochmal, hätte man das Spiel jetzt super kritisch gesehen, spielen wir dasselbe Spiel gegen Union, hätte ich ganz andere Noten verteilt. Das habe ich in dem Video aber auch gesagt. Ja, man muss jetzt mal die Umstände sehen. Ja, natürlich. Nochmal, ich habe auch gesagt, wenn man dieses Spiel super kritisch sieht, kann man das auch alles mit 4 benoten und den einen oder anderen Spielern nur 5 geben. Logisch, hätte man das tun können. Ja, aber, ja, nochmal. Kräfte schon angesagt, es war ein Spiel, wo der Gegner tief steht, da tun wir uns immer schwer, da haben wir keine Ideen, wenn wir keinen Raum haben. Das ist schon seit Jahren so. Und da Tore noch schlimmer, wie es vorher war, ja, weil wir noch keine eingespielten Kombinationen da vorne haben, ja, wie es vorher mal der Fall war. Von daher, ja, ist das, was wir da gesehen haben, aktuell so der Leistungsstand. Ja. Und nochmal, ich werde das gegen Union Berlin dann auch wieder knallhart bewerten, weil das ist ein Spiel, was du gewinnen musst. Ja, gegen Kopenhagen war es, ja, alles gut. Am Ende war es ein Spiel um die goldene Ananas für uns. Und dass du dann nicht in jeden Zweikampf 100% reingehst, ja, hat man allein an den Statistiken gesehen, wie viele Zweikämpfe wir halt nicht gewonnen haben. Ja, soll man das jetzt gut heißen? Nee, natürlich nicht. Hätten wir auch gewünscht, hätten wir da ein bisschen Ehrgeiz gezeigt, ein Champions League Spiel, wo die Fans voll da waren, gute Choreo gemacht haben, hätte ich mir auch gewünscht. Wir geben wenigstens eine Halbzeit Vollgas, ja, und dann kannst du ja sagen, komm, die zweiten 45 Minuten spielen wir den Stiefel runter, aber ja, nochmal, das muss jeder für sich entscheiden, wie kritisch er dieses Spiel sieht oder nicht. Aber dass hier auf dem Kanal hier ein Kimmich zu gut wegkommt, ist schon eine wilde Aussage. Lost Island oder Island. Eines ist heute fix geworden. Bayern wird die Champions League zu 100% nicht gewinnen. Aus der Sicht von Bayern geht es in den letzten beiden Gruppenspielen um Charakterprobe. Sie wurde nicht bestanden. Ja, habe ich ja gerade gesagt, wenn man das Spiel, je nachdem wie man das sehen will, kann man das so sehen. FC Bayern Fan Forever, Kopenhagen ist nur hinten gestanden und es hätte 2 Elfer für Bayern geben müssen. Schiedsrichter war bodenlos. Das ist aber auch schon hart Vereinsbrille. Ne? Es hätte 2 Elfmeter für uns geben müssen. Also dieser kleine Schupper da gegen Müller, das ist für mich kein Elfmeter. Peter Waldbauer nochmal. Die Elfmeterregel ist doch völlig klar. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Elfmeter ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. So kann man da stehen. Also. Okay, eure Diskussion ja, kennt ihr bei mir. Ich gehe auf eure Hauptkommentare ein. Irgendwelche großen Diskussionen beteilige ich mich nicht. Das mache ich, wenn, dann im Stream. Da können wir gerne über solche Sachen dann nochmal im Nachgang diskutieren. Nächster Stream ist am Montag, kommenden Montag. Erstmal steht das Wochenende vor der Tür, dann das Spiel gegen Union. Und ja, das ist für mich ein Spiel, wo der Gradmesser ist. Da würde ich dann auch jetzt 110% Leistung sehen. Na, wenn da dann jetzt so die Einstellung ist, wie es jetzt war, da wird es schwierig und dann wird es auch hier dementsprechend klare Worte geben. Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Reaktion zu PK und mein Taktikfuchs muss ich gucken, wie gesagt, heute mache ich einen Umzug. Ich hoffe heute Abend, wenn ich zu Hause bin, dass ich das noch eben aufnehme. Wenn, dann wird es spät heute Abend kommen, denke ich. In diesem Sinne, tschüssi.